Hey Leute, ich begrüße euch zu meinem Let's Play von... Zu meinem Let's Play von Legend of Zelda Oracle of Seasons. Ja, Vorspann kann man überspringen. Ja, ich habe schon angefangen. Also einfach der Name. Text Tempo, damit ihr schön mitkommt. 3. Held, nimm dein Schicksal an. Wobbel, wobbel. Ja, wir sind noch ein bisschen K.O. anscheinend. Und los geht's. Also, ich habe es ja schon mal gespielt. Ein Teil davon. Ich habe es jedenfalls versucht. So viel weiß ich nicht mehr. Aber die ersten paar Böse sind schon noch lange. Jetzt, da, mal mit dir reden. Du bist aufgewacht. Fein, ich war in Sorge um dich, während du geschlafen hast. Du bist Mick, stimmt's? Wie geht es dir, Mick? Ich bin Dean. In den Wäldern habe ich einen roten Blitz gesehen. Dann wollte ich nachsehen. Und du hast dort gelegen. Ein Geheimnis umgibt dich. Mick, ich bin froh, dass es dir besser geht. Komm, willst du nicht mit mir tanzen? Also ihr müsst mir meine ersten paar Fehler verzeihen, die ich noch habe. Das ist ja mein erste. Aber ich bin natürlich ich bin offen für konstruktive Beiträge bzw. Kommentare. Ach, Dean ist so liebenswert, aber sie scheint in dich vernarrt zu sein. Das macht mich eifersüchtig. Dean hat sich deiner angenommen, nachdem sie dich fand. Ihr Wille ist eisern, doch ihr Herz ist äußerst gütig. Dean ist eine beliebte Tänzerin. Allein ihr beim Tanz zuzusehen, ist eine Wohltat für den Geist. Ja, ich rede jetzt einfach mal mit allen. Oh, du hast die Augen geöffnet. Bist du in Ordnung? Ich bin Impa, die Köchin der Truppe. Und du bist? Mick. Verstehe. Dean, die Tänzerin, fand dich bewusstlos in den Wäldern auf. Sie hat sich während deiner Albträume um dich gekümmert. Du bist aufgewacht. Ruh dich erstmal aus. Erfreue dich für eine Weile an der künstlerischen Darbietung. Ja, also am Anfang habe ich nie gewusst, was ich jetzt machen muss. Da habe ich vorher mit allen geredet und das hat relativ gut funktioniert. Und jetzt noch mit ihr und dann geht's tanzen. Sei nicht so verklemmt. Das Tanzen macht so viel Spaß. Ja, so sieht er auch aus. Und sie sieht relativ heiß aus. Du tanzt ausgezeichnet. Es ist lange her, dass ich so viel Spaß hatte. Hey, deine linke Hand. Sie trägt ein Triforce. Dieses Zeichen gilt in Hyrule als heilig. Ist dieses Zeichen echt? Dann bist du ein Held mit besonderer Bestimmung. Mick. Ein einzigartiges Schicksal. Mick, ich. Ach, nichts. Lass uns tanzen. Ja, putzig. Jetzt. Ja, jetzt wird's übel. Hahaha, ich habe dich gefunden. Dean, Orakel der Jahreszeiten. Wahrlich ein gutes Versteck. Doch mir, Onox, dem General der Finsternis, entkommst du nicht. Ja, wir rüsten. Warum er sie nicht einfach killt, ist eine andere Frage. Naja, soll nicht zu blutrünstig sein. Da steht eigentlich niemand außer die Böse. Aus dem Weg, Junge. Mick.
Was hast du mit mir vor? Du weißt, wenn ich das Orakel der Jahreszeiten ergreife und den Tempel versenke, in dem die Geister der Jahreszeiten innewohnen, werden die Jahreszeiten Holodrums in Chaos stürzen. Die Pracht der Natur wird zerfallen und alles Leben wird zugrunde gehen. Das ist die Welt der Finsternis, die ich herbeisehne. Nein, Onox, nein! Huahaha. Ah! Pling. So ein schöner Diamant für die Finger eigentlich. Versinke, Tempel der Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Werdet Chaos. Hahaha. Ja, also wir sind ein bisschen außer Gefecht gesetzt schon wieder. Passiert es mit uns. Wir durchzechen da alle nicht. Mick, bist du unversehrt? Tatsächlich bin ich die Zofe von Hyrule's Prinzessin Zelda. Und Dean ist keine Tänzerin. Sie ist in Wirklichkeit das Orakel der Jahreszeiten, dem die Gewalten der Natur unterliegen. Zeldas mystische Kräfte kündeten von einer Decke des Schattens, die sich auf Dean niederlegt. Ich wurde angewiesen, sie in geheimer Mission nach Hyrule zu bringen. Zelda betraut mich mit dieser Suche. Aber ich wurde verletzt. Da werde ich eine Zeit lang nicht reisen können. Mick, ich weiß nicht, warum du in den Wäldern lagst, aber du und Dean, ihr wart bestimmt, einander zu treffen. Wenn das Triforce auf deiner linken Hand echt ist, dann bist du vielleicht der Held, der die Welt rettet. Bitte, nutze deine Kräfte, um Dean zu helfen. Bitte bring meine Botschaft zum Makubaum nach Horondorf. Der Makubaum ist der Wächter über ganz Holodrum. Sicherlich weiß er Rat. Ja, Holodrum erinnert mich irgendwie an Hologramm. Nein. Oh. Schauen, wo man hier läuft. Weil ich es ja schon mal gespielt habe, weiß ich, dass wir jetzt da durch. Sonst könnte man alles ein bisschen erkunden, aber ja. Am Anfang wird es wahrscheinlich schnell gehen und ouch. Nachher nicht so schnell, weil ich dann nicht mehr weiterkomme. Naja, wir sind sie dann. Gut. Und die rechte Taste klemmt. So. Scheiß Laptop. Heroenhöhle. Ich hasse. Und noch nicht schwer. Das hasse ich. Schieb. Flup. Schieb. Shit. Peinlich. Erste Höhle ist schon gefailt. Ja. Schwierig Schieberätsel. Und Schlussgerade. Naja, dann müsst ihr nicht ausweichen, aber besser so. Flup. Schlüssel. Kleine, aber was soll's. Hui. Also wahrscheinlich werde ich nicht alle Texte vorlesen. Einfach so Dialog. Ja. Ich kann ja sagen, was euch denn besser gefällt. Wenn ihr überhaupt über da schaut. Wahrscheinlich so nach einem Jahr 10 Views. Ja. Vorwärts. Mick. Autsch. Oh shit. Ich hätte doch mal auf meine Lebenspunkte schauen. Zack. Ab. Schleim. Das ist ein Schleim, so ein Schleimklump. Kleine und grosse Schleim, rote und grüne Schleim. So, und jetzt. Das unglaubliche Holzschwert.
Ein wahrhaftiges Zeichen von Mut. Ja, gedrückt halt, bla, danke. Oh mein Gott. Und mit dieser genialen Errungenschaft mache ich Schluss für dieses Mal und warte auf eure Kommentare. Bis bald.